Hier sind Nachrichten aus Höhen mit einer Eilmeldung. Ja Leute, willkommen zurück hier bei Omega Rubin und irgendwie ist gerade Nacht es aussieht. Ja, mal gucken, was denn hier des Dachtes wegen so los ist. War also mal das wieder wegstellen, das nervt mich sonst ein bisschen. Tja, wir sind eigentlich soweit bereit für den ersten, nicht den ersten natürlich, sondern bereits für den zweiten Arena-Kampf hier bei Omega Rubin. Sprich in der Höhenregion und zwar gegen Camillo. Ja, Camillo, den hat irgendwie einen Beinamen, glaub schon, war. Nur fällt er mir gerade nicht mehr ein, doch das spielt auch keine Rolle mehr. Es geht gerade darum, ich soll noch ein, zwei Kämpfe machen, um mit unserem Pokémon, sprich mit Jungglut und Schwalbin noch ein bisschen zu trainieren. Das ist so der Plan für den ersten Teil übertrieben, aber halt die ersten paar Minuten in diesem Part. Des Weiteren noch was zu sagen, ja, letzter Part, haben wir noch was erwähnt von wegen Wasser-Pokémon und so, weiß gar noch nicht, was für ein Pokémon soll er nehmen, weil Reise und so. Ich bin ja so ein Vollidiot. Ich habe es bereits vor, na gut, erwähnt noch nicht, das stimmt jetzt auch, aber ihr habt es bereits mal vor, oh, wann war das? War es noch der erste Part oder war es bereits der zweite Part? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls an der ersten Part noch vorgeschlagen von wegen Milotic ins Team aufnehmen und das wäre doch echt mal was, weil Barschwa, ja, Barschwa Milotic gab es damals auch schon bei der ersten, sag ich mal, bei den Original-Editionen. Dann war es halt so, jetzt durch die Remakes etc. also jetzt Generation, bla bla bla. Ja, weil grundsätzlich so, also damals musste man mit Barschwa zu Milotic noch über den Schönheitswert, ich glaube, der brauchte irgendwie einen Schönheitswert von über 170 und mehr. Dann Level Up und dann hat sich halt Barschwa zu Milotic weiterentwickelt. Das ist jetzt anders, obwohl es jetzt natürlich jetzt hier mit den Höhen-Remake, sprich mit Omega Rubin Alpha eigentlich wieder möglich wäre mit dem Schönheitswert, aber es geht nicht mehr über den Wert, sondern es geht über ein Item, sprich glaube ich über, jetzt überlege ich gerade, wie ist es schon wieder? Die Schönheitsschuppe, kann das sein? Irgendwie so etwas auf alle Fälle. Genau. Kann man so ein Barschwa zum Milotic entwickeln, was irgendwie auch noch geil ist, war. Gut, man natürlich ursprünglich ist der Schönheitswert, das haben wir das wieder geändert und so, weil es halt doch für neue Edition ein bisschen, ja, ein doofes System halt war. Vor allem, es war ja eigentlich das einzige Pokémon, weil alle anderen haben sich anders entwickelt, nur Barschwa das einzige, was sich irgendwie über den Schönheitswert entwickelt hat. Ja, Barschwa Schönheit war. Aber egal, so wird mal dazu, was er dann noch vorhaben. Also keine Ahnung, wo man hier irgendwie einen Barschwa fängt und natürlich auch, wo es die Schönheitsschuppe gibt, aber das werden wir schon noch irgendwie herausfinden. So, erstmal Schwalbini, Flügelschlag und ja, nicht schlecht. Schwalbini! Das war's mit Makuita Brüll. Und ein Level Up für Schwalbini, ja, ja, ja. Tja, dann wollen wir mal sagen, Training vorbei, jetzt wird's ernst. Auf zum zweiten Orden. Oh, geht jetzt ganz schnell, wa? Ja, aber ich kann euch versichern, bis zum dritten Orden wird es noch ein bisschen länger dauern. Wobei, so lange auch wieder nicht, aber ein kleines Weilchen halt schon. Hallo, Training, komm, Pokémon Center, Pokémon heilen, willst du? Ja, will ich, hier. Unser Team, zumindest mal 3 Stück davon dürften ziemlich noch fix sein. Jungglut halt, also sprich Logok später. Dann noch Drasler, also sprich natürlich der gute Atomic. Was vermutlich zu einem Gardevoir wird. Und dann Planas oder später halt Tengulis. Wobei das noch ein bisschen in der Schwebe ist, aber Tengulis will ich behalten, weil die Werten so. Nicht unbedingt gerade das Gelbe von Mai. Andererseits ist das schon ein cooles Pokémon noch. Ich habe schon ewig lange keinen Tengulis mehr trainiert, von dem her. So, mal überlegen, Schwalbini kann man eigentlich drin lassen, wegen Flugattacken, natürlich auch Flugtypus, andererseits Normalattacken und so sind auch ein bisschen doof. Gut, kommt Plan natürlich auch raus, weil wegen Unlicht, ja, wäre sowieso doof. Was mache ich jetzt hier? Sinn soll es sein, dass ich, hallo? Ja. Dass mit Drasler, sprich Tom, noch ein bisschen trainiere und Jungglut als Reserve habe, wenn es dazu kommen sollte. Ja, wie ich mich so kenne, wird das garantiert noch der Fall sein.
Denn Camillo kämpft scheinbar auch nur mit 2 Pokémon. Dementsprechend natürlich kämpfen wir auch nur mit 2, damit es halt ein bisschen ja, fairer, spannender, wie auch immer ist. So, wenn wir mal sagen, los geht's, an der Speicherpunkt natürlich, man weiß ja nie. Pokédex 31, nice, und los geht's. Und schätze mich bloß nicht, sonst brauchst du dich nicht, nachher nichts wundern, wenn du holst wie ein Baby. Okay. Eine Herausforderung von Kämpferin Laura. Die Laura. Los, Atomic! Oh, ein Kampf Psycho gegen Psycho-Fee, das kann ja was werden. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, ob Feen gegen Psycho wirkt. Test? Naja, Test. Ja, so natürlich mal gar nicht. Verdammter Scanner, ey. Meditation. Angriffszeit, ist mir gerade egal. Und Sollstimme. Wow! Wirkt's Fee gegen den Psycho oder gegen den Kampftypus? Eine andere Frage, wa? Also Konfusion würde natürlich nur einen halben Schaden machen, also normalen Schaden in diesem Sinne, weil es wirkt halt besonders gut gegen Kampf-Pokémon, aber gegen den Psycho halt nur zur Hälfte, deswegen normaler Schaden. Tja, dann nochmal, wa? Mir gefällt nicht, dass das viel schneller ist. Ich habe das Gefühl, je nachdem, was gleich passiert, kann das noch ganz übel werden. Oh, dieser verdammte Scanner, jetzt kriegen langsam. Ich krieg langsam! Meditation. Ja, da hat sie voll gebracht, war Scanner mit Meditation und so, also ausweichen, aufpumpen kann er sich. Alles andere ist total fail. Was? Ich hab verloren. Ja, so wird so heulen wie ein Baby, war. Cooles neues Feature, wobei cool ist ein anderes Thema. Trainingshalle erleuchtet, wieder weg. Ja, toll. Na gut, Weg auswendig lernen ist nicht unbedingt so das Problem. Hier geht es übrigens natürlich nicht. Wird zurückgeschickt. Tja. Kommt der nächste Gegner. Mal gucken, wer denn das sein wird. In der Kraft liegt die Genauigkeit. Hiya! Der erinnert mich ein bisschen an den Charakter aus One Piece. Hiya! Wobei, das ist ein bisschen anders drauf. Also überlege ich gerade, finde ich jetzt auf die Schnelle eine Tabelle bezüglich wegen dem Feentyp und so? Ah, glaube ich habe was. Moment, also Feen-Pokémon gegen Feuer-Pokémon, also Quatsch, umgekehrt natürlich, nicht umgekehrt, sondern stimmt schon, einfach anders formuliert. Feen-Attacken gegen Feuer-Pokémon und einen halben Schaden. Gegen Kampf doppelt effektiv, gegen Gift nur die Hälfte, das war klar. Gegen Drachen das Doppelte, gegen Unlicht das Doppelte, gegen Stahl die Hälfte. Okay. Kampf, Drache, Unlicht effektiv. Sehr gut. Ja, ich meine, von dem her, Oh, jetzt sehe ich noch was ganz anderes. Alter, das ist geil. Feen-Pokémon kriegen nur einen halben Schaden von Kampf-Pokémon. Drachen wirken gar nicht, das ist natürlich nichts Neues, das wusste ich bereits. Unlicht auch nur die Hälfte. Ja. Die Frage war, soll es stimmen oder Konfusion? Hier habe ich mehr AP. Tja, aber macht es auch mehr Schaden? Gute Frage. Nächste Frage. Energiefokus. Du kannst mich mal am Popo lecken. Sagen ein bisschen mehr. Vermutlich macht die Konfusion 40 Schaden. Und die Säuselstimme hat irgendwie 50. Die Säuselstimme. So, mit dem Schuh draus. Ja, seht ihr, nur halber Schaden. Ach, ist das geil. Und das aber auch nur wegen dem Kampftypus halt. Gibt's nicht und tschüss. Es gibt so vieles. Nun gut, wie geht's denn hier weiter? Da ist auch ein kleiner Weg, wa?
Genauso wie hier. Servus. Der Kampf will nicht um mich. Es gibt keinen Grund, extra Camillo zu belästigen. Ich muss ja schweinen, aber ist natürlich ein anderes Thema. Kämpferin Tamara. Ja, hallo Tamara. Und die will wirklich gegen uns kämpfen. Ich verstehe das nicht. Also eigentlich müssen sogar Kampfattacken müssen bei uns sogar nur ein Viertelschaden machen, wa? Weil halt Psychofee sehe ich gerade. War immer noch interessant. Ja, die Typkombination ist echt fies. Confusion! Und trotzdem kriegt der Tomik auf die Mütze. Tja, es entwickelt sich ja leider erst auf Level 20 zu Kirlia weiter. Beschwörung. Was hat für eine Attacke? Was wieder gut denn Beschwören? Sein Team verhindert. Klingt nice, aber momentan nee. Nein! Ja! Mal ganz kurz. So. Ja. Gut, dankeschön. Mach Holo, unser Pokémon wechseln. Nö. Jetzt ist der Tomik schon so gut dabei. Es war immer noch Ersel 14, aber das ist, muss halt. Tomik! Scheiße, bin verwirrt, was soll ich machen? Brauchen wir selber eins. Oh Mann, wie dumm kann man eigentlich sein? Gut, natürlich, wenn du verwirrt bist und so, denkst du natürlich kurz, oh, bin ich der Gegner jetzt? Boom, oh. So kommt es mir zumindest gerade vor. Und noch Tamara war kein Gegner. Yo. Freunde, wir nähern uns langsam im Endkampf gegen Camillo. Die Frage ist, wo geht's lang? Rechts oder links? Aber rechts geht's gar nicht, wahr? Dann gehen wir mal links. Wir müssen aufpassen. So, jetzt aber. Hallo? Ah, da ist er, der Fitness-Typi. Und links und rechts und eins und zwei, ein paar Kniebeuger, war? Naja, wieso nicht? Der Unterschied ist 36 KP bloß zu 53, naja. Wird schon gut gehen, du. Hey Kumpel, alles klar? Ich bin Camillo, der Rennleiter von Faustau Hafen. Ich habe die wilden Stuhl dieser Gegend gemeistert und sowohl in einer Höhle in der Nähe der Stadt als auch an den Geräten hier in der Arena trainiert. Du willst mich wirklich herausfordern, wa? Dann sag mir, was du drauf hast. Yeah. Aber nicht dich direkt, war nur deine Pokémon. Gegen Camillo. Der Faustorden. Mach Holo mit eingesetzt. Ja, mach mal. Alles klar, Tomik, du bist dran! Trassler, Trassler! Level 14, wer wird wohl den Sieg davon tragen? Erstmal den Kung-Fu-Strahl. Mach Holo, mach Holo. Haha! Dein Pokémon ist so verwirrt. Oh yeah. Alter! Man hat Augen gekriegt. Okay, macht's grad selber. Das hat es vor Verwirrung selbst platt gemacht. Yeah, Sieg für uns! Atomic Level hoch! Jetzt wird's fies. Sein Makuhita hat, glaube ich, noch die eine oder andere fiese Attacke drauf. Ich erinnere mich an eine vor allem, wobei die war nicht wirklich fies, die war... Ja doch, eigentlich so gesehen... Ja, doch. Ja, wir sehen sie gleich. Oder auch nicht mehr. Was ist hier los, ey? Der erste Kampf war die...
Ja, also sprich der erste Arena-Kampf, der war schon so billig ein, wurde jetzt der zweite. Mein Hallo Atomic ist so viel schwach. Also nicht vom Level her, Entschuldigung Kumpel, nicht vom Level her. Atomic Reiter, Level 15. Du hast es geschafft. Scheiße, Draser dann. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Du und dein Team, ihr habt mich umgehauen wie eine mächtige Welle. Man gewinnt 1920 Pokédollar. Ja, Pokéfonds, wie auch immer. Nicht schlecht, nimm es an, du hast ihn dir verdient. Der Faustorden, er gehört uns. Yeah. Michael hält den den Knöchelorden. Ah, stimmt, Faustorden war ja der von Johto. Entschuldigung. Wieso wird? Den Knöchelorden von Camillo. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 hoch, auch die du per Tausch erhalten hast. Ach ja, hier, damit kannst du bestimmt auch was anfangen. Damit werden deine Pokémon zu echten Muskelmon. Muskelmon. Der ursprünglich ist mal Muskelprotzen, war. Mag wird das Item T8, der Protzer, damit er jetzt gerade der Angriff war. Das andere zu einem echten Muskelprotz wird, denn nach dem Einsatz schießen seine Angriffs- und Verteidigungswerte in die Höhe. Ah, sogar Verteidigungswerte auch. Ach ja, war schon eine Granithöhle, es liegt nördlich der Stadt. Ein wirklich faszinierender Ort mit einer jahrtausendalten Wandmalerei und seltenen Steinen. Ach, Troy, ja, ist es doch da. Ja, und zwar ist er dort, wo wir vorhin ja diese Gruppe gesehen haben, also die halt den Eingang versperrt haben. Dort wäre Troy zu finden. Wobei die Frage ist, soll er direkt aufbrechen oder warten damit noch ein bisschen? Aber erstmal heilen, du. Auch ein Champion wie Atomic braucht ab und zu eine kleine Ruhe, Pause. Wer krass wieder reingehauen hat. Das ist nicht zu fassen, du. Nur gut, man sieht, sie hätte sogar mit einem Pokémon reingehen können. Naja. Ja, der Falsche, der noch ganz kurz. Wegen Pokémon fangen und so weiter. Und, ja, das war's, war. Dann vielleicht noch ganz kurz, wo war denn jetzt? Stimmt, ich glaube, es gar kein Markt, war. Fies. Und total gemein. Es ist so dunkel hier. Der ist ein Level gehabt. 5 Level fehlen noch zur Entwicklung. Die anderen sind soweit auch nicht gerade irgendwie up to date. Von dem her würde man sagen, tja. Wieder mal den EP-Teil anschmeißen, wa? Übrigens, Ziggy. Hast du da was für uns? Dann gib es mir doch bitte einen Trank, dankeschön. Jo, wie gesagt, der Rest soweit. Habe noch irgendwas Besonderes? Ich merke schon, ich ziehe es ein bisschen hinaus, war wenn ich eigentlich denn das mit Troy Nessenpart machen würde, zumindest wegen auch dem Thumbnail und so. Mann, so. Widerhallen, Blitz, Felsgrab hat er bereits drauf. Na ja, gut. Muss man sagen, ab in die Höhle. Ab in die dunkle und modige Höhle, sprich die Granithöhle. Die kommen wir echt erst später hin und können uns dann Stolunio hoffentlich fangen. Oder eben wie gesagt, holen wir es mir halt per Tauschen von der Alpha Saphir Version. Er natürlich den Vorteil, dass es halt schneller XP bekommt. Sprich speziell, weil sie getauscht wäre. So, würde man sagen, Atomic, komm vor. Oh nein. Ah gut, stimmt ja. Feen-Typ, haha. Also Kumpel, du machst nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte, kann das sein? Ja, ich muss ihn gegen viel mehr Kampf-Pokémon antreten lassen. Alter, der kriegt zwar spezielle XP, aber trotzdem, der hat echt so viele Grund-XP. Ja, es ist natürlich so, dass halt, es gibt unterschiedliche Pokémon,
Typen nicht, aber halt Klassen, sage ich jetzt mal. Die auch unterschiedlich viele Attacken brauchen für nächstes Level up. Zum Beispiel ein Vulcano braucht grausam viel, bis man ein Level up hat, genauso nach Arcani und so. Das seht ihr ja auch. Planungsaktuelle Erfahrungspunkte 2700 für Level 16. Was haben wir hier mit Atomic? 4000, das ist Unentwicklung. Du bist gleich viel Jungblut. Alter, das gehört auch zu der Typus dazu. Ja, Tannen vermutlich auch. Aber wie gesagt, die kriegen halt spezielle XP, von dem her ist das fast schon wieder eine Waage, also es gleicht sich einigermaßen aus. Nun gut. Freunde, das wäre mal vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei Pokémon Omega Rubin, wir im nächsten Part mit Troy quatschen werden. Und der uns noch ein bisschen über die Vergangenheit und die Zukunft sagen wird. Hoffentlich. Wie auch immer. Und dann ab nach Gravelport. Und mal wenn wir froh. Gravelport, genau. Ab nach Gravelport City. Bis dahin. Tschüss.